다른데 통만들이야 also 대재미 지주 Zuallererst möchte ich heute meine Grüße übermitteln. Herzliches Willkommen an alle, die hier Versammelten, die Lehrer, die Geshes und alle Mönche und Sangha und auch jene, die über das Internet hier zuhören als meine Freunde, allen meinen herzlichen Gruß hiermit übermittelt. Heute werden wir darüber sprechen, was die autobiografischen Verse sind von Mikhail Dorje im der Zusammenhang des 23., 24. und 25. aus den 33 Versen. Wie es in der Gliederung der von Santi Peltrup in seinem Kommentar zu der Bedeutung dieser autobiografischen Verse der guten Taten heißt, in dem Drepung-Manuskript, hat es hier, ich muss nicht durch alle Einzelheiten der Gliederung gehen, aber jetzt besprechen wir im Augenblick, wie er den Pfad der großartigen Fähigkeit, Mahayana zu üben wusste, warin darin 3 Teile sind. Das soziale erst Bodhicitta, Herz in sich erweckt, dann den zweitens sich in den 2 Arten von Bodhicitta, Herzensmut geübt und schließlich die verschiedenen Schulungen durchlaufen ist mit den 2 Arten von Bodhicitta verbunden. Darüber sprechen wir jetzt von dem 3. Teil. Und das hat wiederum dieses Folgen der verschiedenen Schulungsanweisungen, hat 7 verschiedene Teile. Und unter diesen 7 sprechen wir zuallererst, wie er in den 6 Arten ans Ziel gelangt zu sein, den Paramitas sich übte. Das sind 6 verschiedene Unterpunkte, weil es 6 verschiedene solche Paramitas gibt. Es gibt 7 Unterpunkte, aber 5 sind hier nur ausgeschrieben, weil das durchdringende Weisheit in allen und Halten ist, also Pragya ist in allen enthalten. So sprechen wir über die 5 verschiedenen Arten, ans Ziel gelangt zu sein. Wir sprachen so gestern über Dana-Parameter, das Schenken als ans Ziel gelangt zu sein. Und wir kommen heute zu dem 2., die Shila Paramita, durch Wohlverhalten an das Ziel gelangt. Und der Grundtext sagt dazu, dargebracht und schenken und so weiter, alles tun als Vortrieb für vollendet Buddha-Sein, im Strom des gutartigen, guten Weg gefolgt, des Buddha-Wort gemäß den Regeln wohlgetan, auch dies scheint mir als meine gute Tat vollbracht. Das ist der Vers über das Üben in der ans Ziel gelangt zu sein durch Wohlverhalten. Das ist also der 23. unter den guten Taten, den 33. In dem Gesamtwerk von Mikhail Dorje gibt es einen Text, der heißt die Unterweisung in der Schulung in Bezug auf seine Geschichte der Freiheit. Ich möchte zuallererst damit beginnen, über jene Passagen, die mit diesem Vers hier zusammenhängen. Da gibt es den Kernpunkt, über den zu sprechen ist, der, wie auch bereits am anderen Tage schon erwähnt, ist die Grundlage für die Schulung und
ist auch, oder umgekehrt gesagt, was ist der Hauptgrund für die Probleme, die Belastungen in dieser Welt? Ist das Klammern an dem Besitz und Streben nach Wohlstand und Reichtum und so weiter. Und es ist sehr wichtig, dass man frei ist von solcher Art von Streben und Klammern an den Sinnesgenüssen ist, ohne dass wir nicht an unserem Selbstsucht anklammern. Wir sind auch nicht völlig frei davon sind, ist das Problem, dass, weil wir je nachdem da abhängig davon, ob wir davon genug bekommen oder nicht bekommen, dass wir unter dem Einfluss stehen der Gier, ich möchte dies oder jenes haben, was wieder in Ärger auch sich auswirken kann. So ist die Gefahr, dass Ärger und Enttäuschung entsteht. Und da, wo das passiert, wird durch diesen Ärger all unsere Fehler durch diese anfängliche Gier und das Klammern letztlich zutage treten. Und so sehr wir den Wunsch haben, anderen zu helfen, die Absicht, den anderen wohl zu tun. Und wenn eine Gelegenheit besteht, diesen zu folgen, dann sollten wir in all diesen Situationen niemals an unser eigenes Wohlbefinden, unser Wohlsein im Körper oder Gemüt uns klammern, so wie die Buddhas und Bodhisattvas, die völlig unter dem Einfluss, des Bewegtseins durch Mitgefühl stehen, Mitgefühl zu anderen und nur darauf antworten. Es ist sehr wichtig in dieser Weise, als auf solche Beweggrund zu antworten, wie ich das bereits zuvor erwähnt habe. Brauchen wir ein Freisein von Klammern an und eigenen Gewinn oder Vorteil. Wir sollten nicht an die Dinge des Besitzes und des Reichtums denken, dass sie uns gehören oder uns sein, sondern wenn wir so sind wie ein Bodhisattva, der eben sich ausschließlich darauf ausrichtet, die guten Qualitäten zu vermehren, dann könnten wir uns in einem solchen Verhalten üben. Das sind die Instruktionen, die hier in Vijay Dorjes Anweisungen enthalten sind. Und Sanjay Paltrop erklärt dazu in seinem Kommentar, dass es einige Leute gibt, die große Zeit ihres Lebens darauf verwenden, zu schenken, zu geben, Sutra und Tantra zu lehren, gemäß Sutra und Tantra. Und es sieht so aus, als ob sie sich mit dem Keim des Guten beschäftigen, aber tatsächlich, wenn man genau hinschaut, dann ist die Art und Weise, wie sie das Gute tun, jetzt vollziehen, die Frage aufwirft, ob sie tatsächlich in Einklang mit der Lehre des Dharma in Einklang stehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das, was sie an Guten tun, eigentlich kein Üben des Gutes, weil sie dazu nicht fähig waren. Warum sind sie dazu nicht fähig? Sie sind nicht in der Lage, die Lehre des Buddha genauso anzuwenden. Da gibt es viele verschiedene Entschuldigungen. Da gibt es die verschiedenen Vorsätze, die man folgt, Vorsätze zur persönlichen Befreiung, Vorsätze der Bodhisattvas und des Tantra. Und die Frage ist, wie kann ich diese folgen, wie kann ich diese bewahren? Und was sie sagen ist, dass die Qualitäten, die sie üben, ihre Fehler weit übertreffen und damit überstrahlen. Das heißt, wir sagen, wenn sie die geringeren wertigen Vorsätze nicht einhalten können, aber die höherwertig gedachten Vorsätze einhalten, dann meinen sie, dass dies wichtiger ist und das andere keine Rolle spiele.
Und es gibt verschiedene Schwierigkeiten hier in der Erklärung des Vinaya, also des geregelten Handelns. Und wenn Sie von diesen verschiedenen Verfehlungen sich nicht abwenden, dann ist die Gefahr, dass die gesamte geregelte Handeln davon beeinträchtigt wird. Und Sie sagen, dass im Hinblick auf die 3 Arten von Vorsätzen, nämlich der persönlichen Befreiung, Bodhisattva und Mantra, Vorsätzen, dass wenn man sie einhalten möchte, dass da manchmal ein Konflikt, eine Wahl besteht. Und wenn eine solche Wahl besteht, dann ist das, was man tatsächlich tun soll, ist, dass die höheren Vorsätze wichtiger seien als die der geringerwertigen Vorsätze. So, solche Rede wird geführt und das ist und so handeln sie in einer Weise, die sich selbst und andere in den Ruin führen wird. Diese Diskussion kommt immer wieder auf, wenn man über die 3 Arten von Vorsätzen spricht. Ich brauche dafür nicht allzu viel zu sagen, aber in kurz ist das Üben und Leben der 3 Arten von Vorsätzen ist sehr, sehr wichtig. Von einer Hinsicht ist es sogar für alle von uns von großer Wichtigkeit. Und ganz wichtig, im Besonderen in der tibetischen Tradition der Lehre des Buddha, weil die in tibetische Tradition anders ist als die anderen Überlieferungstraditionen. Und deshalb, weil wir sagen, dass wir die Grundlagen, den Weg und den Vajrayana ohne Konflikt, ohne Widerspruch miteinander zu üben in der Lage seien, so behaupten wir, und dass wir sie alle fehlerlos auszuführen in der Lage seien. Und wenn wir das auf ein einziges Individuum anwenden, dann ist tatsächlich die Frage, wie kann man diese im Einzelnen einhalten? Das ist ein großes Thema, was man da tatsächlich tun und lassen sollte. In der alten Zeit in Tibet, da wo die großen Lehrmeister der Vergangenheit darauf viel Mühe verwandten, darüber nachzudenken, zum Beispiel die wichtigsten oder den 7 großartigen Lehrwerken ist das zum Beispiel von Shakya Pandita und ein bekannter Text von Adi Pension über die 3 Vorsätze und so weiter. Und ein Text von Ketrup Chen. Und in der Kaki-Tradition gibt es auch eine große Wichtigkeit auf diese 3 Vorsätze. Der Taklung-Tradition, die Taklung 3 Vorsätze. In der Besonderheit in der Taklung-Tradition oder in der Kamsang-Tradition gibt es diesen Text, der heißt die Kernpunkte der 3 Vorsätze von Adi Pension oder auch wie ein vollständiger Text und Ausführung über die 3 Arten von Vorsätzen. Wenn man diese Texte liest, dann lässt sich sehen, dass die Meister der Vergangenheit diese 3 Vorsätze für außerordentlich wichtig erachteten. Insbesondere, dass die Kernessenz dieser 3 Arten von Vorsätze viele Diskussionen gezeitigt hat und die Frage entstand, welche Lehrtradition welche Punkte hier hervorhebt. Es gibt Unterschiede in der Überlieferung. Es ist wichtig, wenn wir sagen, dass die tibetische Tradition besonders ist, besonders in der Weise, dass wir die 3 Vorsätze in Einklang üben und Vajrayana, dann ist es hier, wenn es auf die tatsächliche Übung, um die tatsächliche Übung geht, von diesen 3 Yanas gleichzeitig zu üben, dann sieht es von außen so aus vielleicht, als ob da Widersprüchlichkeiten zwischen diesen verschiedenen Übungswegen bestehen könnten und verschiedene Konflikte auftreten könnten, in dem was zu tun und zu lassen.
Und das kommt dann besonders zum Tragen, wenn man die tatsächliche wichtige Bedeutung, die Absicht hinter den verschiedenen Vorsätzen nicht richtig verstanden hat und so unter dem Einfluss von Irrtum oder falschem Verstehen die falsche Auswahl trifft im Einzelfall. Jemand wie Mikli Dorje zum Beispiel hatte Schüler, die in der Lage waren, diese 3 Vorsätze, auch die des Vinaya in der Lage waren einzuhalten, also das grundlegenden Weg auch makellos zu folgen in der Lage waren, gleichzeitig darauf noch die Last der Vorsätze des Bodhisattva-Weges zu tragen. Und dann gab es auch einige, die Vajrayana-Vorsätze auf sich nehmen konnten. Auch denen hat er dies erklärt. So wie es in den indischen Texten und Tantras enthalten ist, so hat er ihnen dies gezeigt. Das heißt, er hat jedem Individuum jene Art von Unterweisung gegeben, in Beziehung zu den 3 Arten von Vorsätzen, in Einklang mit ihrer Fähigkeiten, Aufnahmefähigkeit war und hat ihnen erklärt, was zu tun und zu lassen ist und was die jeweiligen Gegenmittel sind, die zur Verfügung stehen. Und was das Tun und zu lassen ist, welche Punkte da besonders im Üben wichtig sind. Und er würde niemals jemand, der diese Vorsätze nicht einzuhalten in der Lage ist, für den diese Bürde zu groß ist, wie Bodhisattva-Vorsätze zu übernehmen, würde er niemals diese unterweisen. Und er würde niemand, der in der Lage nicht wäre, Vajrayana-Vorsätze zu halten, ihnen diese Last auferlegen. Und nur wenn sie dazu in der Lage schienen, dann hat er ihnen die Einzelheiten erklärt. Er war wie eine Mutter, die ihre Kinder liebevoll unterweist. Und wenn sie ihre Kinder aufzieht, sieht auf seine sehr sanfte, abgestufte Weise, versteht, dass am Anfang das Kind zum Beispiel nicht in der Lage ist, ein sehr salziges Essen zu verdauen, dann oder hartes Essen, dann wird es sehr weiches, weichgekochtes bekommen zuallererst, das nicht zu viel Beißen erfordert. Und man wird es erst sehr schön geschmeidig machen und dann nach und nach sie auch vertraut machen mit einer Art von Speise, wie sie auch von Erwachsenen gegessen wird. Nicht gleich am Anfang sie damit überfordern, wie mit einem Baby gleich Erwachsenen zu essen gebe, was sie gar nicht in der Lage wären zu verdauen. So ist ein stufenweises Herangehen notwendig und in gleicher Weise hat Mikli Dorje im Einklang mit der jeweiligen Stufe an Auffassungsgabe der Schüler in dem Maße auch gelehrt. Und wenn einige Yogis in der Lage waren, die 3 Arten von Vorsätzen der persönlichen Befreiung, Bodhisattva und Tantra gleichermaßen einzuhalten und alle einzuhalten in der Lage waren, und solange sie nicht in der Lage waren, sich selbst und die Wahrnehmungsweise anderer zu verwandeln, hat er ihnen gesagt, was sie tun sollten, und im Betreffen dieser 3 Fähigkeiten alle zusammen lernen, um die Wahrnehmung der eigenen Wahrnehmung, die der anderen zu verwandeln in die Fähigkeiten. So lange, wie das nicht der Fall war, hat er ihnen nicht gestattet, dass sie dem irgendetwas zu tun dürften, was Schaden hervorruft für andere. Und es gab niemals da eine Frage, welche Art von Regel des höheren Vorsätze, die der niederen überschreibt, solange sie nicht diese persönliche Fähigkeit auch erlangt haben, solange gab es überhaupt keine Frage und kein Vertun dazu. Man kann also nicht die eine Regel als Entschuldigung für die
das Nicht-Einhalten der anderen anführen und dann im Sinne eines angeblich höheren Vorsatzes etwas begehen, was im Vinaya zum Schaden für andere führt. Und das ist sehr wichtig, dass man dies klarstellt. Wenn man sagt, ich möchte anderen helfen und dann das als Ausrede benutzen wollte, um wiederum Schaden für andere herbeizurufen, solange man nicht frei ist von Gier und Abneigung. Und so dasselbe ist, wenn wir behaupten, wir wollten anderen Gutes tun, ohne dass die Zeit gekommen ist, dafür anderen Gutes zu tun. Und so Gedanken fasst, wir möchten die ganze Erde bedecken oder den Raum durchmessen und so weiter, solange diese Gelegenheit gar nicht der Fall ist. So sind das mit allen denjenigen, die mal Buddha geworden sind, dass sie am Anfang als normale Wesen begonnen haben, dann die verschiedenen Stufen durchlaufen, Bodhisattva oder als Yogi die Siddhis erlangen und schließlich, so ist das, wenn man mit jemandem mit einer geringen Fähigkeit versucht, die höheren Übungen zu machen, ist da eine große Gefahr. Es ist auch für Anfänger ist es nicht okay, sich wie ein Yogi verhalten zu wollen. Und für einen Yogi, um ein Siddha zu werden, bedeutet das, dass man in seinem eigenen Lebensstrom diese Qualitäten hat hervorbringen können. Und wenn man diesen Qualitäten nicht in dieser Weise zur Verfügung hat, aber so tut, als ob, wenn jene auf dem Yoga, in den Yoga-Übungen, bevor sie auf diese höheren Stufen erreicht haben, dann sich solchen anderen Übungen widmen wollen, wird das zu einem Hindernis dafür, auf dem Wege voranzuschreiten. Wenn Sie dann solche höheren Übungen meinen zu folgen und ohne das entsprechende Verhalten auch zu beherrschen, so sind all diese Leute, die in eigenen Fähigkeiten gemäß sich in der Sicht, in der Übung und dem Verhalten widmen müssen. Solche Art von Unterweisung hat Mikyu Dojje gegeben. Er hat sie genau im Einklang mit ihren Fähigkeiten gelehrt. Und er war sehr, sehr geschickt darin und hat ein großes Interesse daran gehabt, genau angemessen lehren zu können. Außerdem macht es keinen Sinn, zu sagen, dass man Dinge tun will, die man gar nicht fähig ist zu tun. Wenn man sagt, ich möchte die und diese Vorsätze halten und diese Schulungen durchlaufen, wenn man dann, ohne sie verstanden zu haben und Fähigkeiten aufzuweisen, dann behauptet, solche Übungen durchführen zu können und ohne auch die Vorsätze halten zu können, dann auch die Übungen nicht durchführen kann und deswegen dann wiederum ganz viele, viele Verletzungen von anderen Regeln in Kauf nimmt. So wird man sich selber vergiften für dieses und zukünftige Leben, so wie jemand, der man behauptet, jemand zu sein, der empfänglich ist für Dharma. Und man muss das, was man in der Lage ist, tatsächlich auch üben, gemäß der eigenen Stufe an Fähigkeit, die man besitzt oder Auffassungsgabe und nicht Dinge tun, die man gar nicht beherrscht und vorzugeben, dass man sie tue. Mikyu Dojje hat seine Schüler mit großer Liebe angeleitet und in einem fehlerfreien Weg stufenweise gemäß ihrer eigenen Auffassungsfähigkeit und Begabung angeleitet. Und der Grund dafür, warum das so wichtig war, dass er so einen Lehrstil hatte, was ist der Hauptgrund, warum er solcher Art lehren musste? Weil allgemein die großartigen Wesen, was sie verstehen und erachten,
dass sie, dass sie dann, wenn etwas tatsächlich von ganz gewiss von großem Nutzen für andere ist, dann ist das der zu tun, ist das Wichtigste. Und da andererseits die allgemeine Anschluss so, dass man Schaden für andere aufgibt und das Gute für andere tun will. Dann, wenn man dazu fähig ist, wenn man diesen grundsätzlichen Entschluss fassen kann, dass man andere Schaden aufgibt und anderen wohltun möchte, wenn man das versteht und umsetzen kann, dann ist das für dieses Leben gut und für das nächste Leben gut. Und so muss man da, wo jemand davon überzeugt ist und das verstehen kann, was für andere schädlich ist und was für andere gut ist, und dann ihnen dann das zu vermitteln und diese Aufgabe zu geben, genau solche Art, das Schaden zu vermeiden und das Gute zu tun, weil sie das hilft ihnen auf dem Wege, weil sie verstehen und eine Gewissheit darin haben, dass es genau so richtig ist, und dann gibt es keine Gefahr, dass sie in irgendeiner Weise dass man ihnen den falschen, unangemessenen Weg lehren würde. Dann gibt es keine Chance, dass sie sich selber täuschen oder andere täuschen darüber, was sie in der Lage seien zu tun. Weil um das, was sie erreichen wollen, zu erreichen, müssen sie, um dauerhaften Nutzen für andere zu erlangen, sie zuallererst den Schaden für andere aufgeben müssen. Und das ist etwas in ihnen zu einer Gewissheit heranreift und zu einer Fähigkeit, sodass sie niemals andere versuchen zu täuschen oder zu hintergehen oder sie arglistig über ihre eigenen Vorzüge ins falsche Licht zu setzen. So, in jedem Moment, in jeder Zeit und Gelegenheit war Mietje Dorje niemals so, dass er andere getäuscht oder den Irre geleitet hat. Er hatte niemals den kleinsten eigene Selbstsucht und Eigennutzen daran. Ganz allgemein sind Leute so der Art, so dass wir ein bisschen Heuchelei in uns haben, wo wir manchmal behaupten, besser zu sein, als wir eigentlich sind. Und dann machen wir manchmal Dinge, die nicht so ganz okay sind. Das passiert vielen Leuten, dass sie dadurch ein bisschen so ein Heucheln in ihrem Handeln haben. Aber Mietje Dorje war niemals so, dass er wenn andere Leute da waren, sich in einer bestimmten Weise gut und eindrucksvoll verhalten und dann privat etwas anderes getan habe. Für Mietje Dorje gab es in seinem Handeln keinerlei Unterschied, ob da Leute herum sind oder keiner ihm zuschaut. Er war niemals anders. Niemals in Körperrede und Bewusstsein war da irgendein Unterschied, ob da andere schauen oder nicht schauen. Da gab es nichts, was er vorgab zu tun. Ob ein anderer Lehrer, ein Guru vor ihm war oder andere Menschen, mit denen er eine gute Beziehungen hatte oder die besonders einflussreich waren oder so. Niemals. Ob sie Freunde oder Feinde waren, ob die viel liebevolles Interesse hatten oder nicht. Er hatte niemals einen Unterschied, sie zu behandeln. Das war einfach ganz direkt und klar mit ihnen, weil er nichts zu verstecken hatte. Wenn man etwas zu verstecken hat, dann wird man die, die man besser kennt, besser behandeln und die anderen nicht so sehr. Man wird anderes Verhalten zeigen. Und wenn man Leute trifft, die einem Glauben schenken, dann wird man sich anders verhalten als denen, die einem vertrauen und so weiter. Mietje Dorje war nicht der Art.
Er hat niemals etwas vorgetäuscht. Niemals hat er sich verwandeln müssen in seiner Art oder anpassen müssen im Körper oder in der Sprache. Er hat niemals sein Körperverhalten anders gemacht, ob in Abhängigkeit von wer vor ihm war oder seine Sprache. Was immer er sagte, er hat es einfach direkt so gesagt, geradewegs heraus. Und wenn jemand anders kam, um ihn zu treffen, er hat keinerlei Grund, sich irgendwie in Acht zu nehmen oder irgendetwas anderes vorzutäuschen. Einfach vorsichtig zu sein oder so etwas. Oder von irgendeiner Sorge, dass man bestimmte Leute damit vor den Kopf stoßen könnte, sondern er hat einfach direkt herausgesagt. Und einige haben diese Vorzüge gesehen. Sie haben gesagt, der Guru ist wirklich besonders. Er ist echt und authentisch. Wir haben sehr starkes Vertrauen entwickelt. Manche Deutsche hat auch niemals seine eigenen Fehler oder etwas versucht zu verstecken. So gibt es normalerweise Dinge, die wir versuchen zu verbergen. Mitteldeutscher hatte so etwas nicht. Hatte nichts dergleichen, was er zu verbergen hätte. Und so war das mit Mitteldeutscher schon. Er hatte von Kind an keine Gedanken von Gier oder Abneigung, von Zuneigung oder Abneigung. Er hat das alles ja wie ein Spiel der Sinnestäuschung, der Illusion gesehen. Hat es, so wie das Kinder machen, die eigentlich dann keine großen Vorurteile gegenüber Leuten haben, sondern sich einfach verhalten, so wie sie halt es gerade in diesem Moment sich fühlen, ohne Voreingenommenheiten von Zuneigung und Abneigung. Und so hat sich Mitteldeutscher in gewisser Weise wie ein solches unschuldiges kleines Kind verhalten. Er hat gesehen, dass alles hier ein Spiel der Illusion bloß ist und in dieser Weise damit umgegangen. Und wie er da in seiner Umgebung war, ob er hochstehend oder nieder, hätten sicher ein Verhalten, das vielleicht andere verletzt oder so dergleichen, aber er war frei von aller dieser Art. Und so haben jene, die das sehen konnten, auf eine umso stärkere Weise tiefes Vertrauen gefasst und nicht so der Art, wie man dann manchmal denkt, oh, am Anfang sah der ganz toll aus und da habe ich ihn ganz toll gesehen von großer Begeisterung und später kam dann dieser Dienst heraus. Und so wie man in Tibet dann manchmal sagt, wenn man jemanden kennenlernen möchte, zum ersten Zeit, wo man die Person trifft, da ist halt der erste Eindruck, den man so hat. Der ist sehr wichtig. Dieser erste Eindruck, da kann man die Person sehr gut daran beurteilen. Das erste Wort ist das beste Wort. Wenn man dann 3 Tage mit der Person zusammen ist, dann weiß man so vielleicht, wie die Person wirklich ist. Das heißt, entweder nach 3 Tagen oder nach dem ersten Eindruck soll man gehen. Und je mehr man Mitteldeutsche kennenlernen konnte, desto mehr wuchs Vertrauen und Zuversicht in denen, die ihn trafen. Das war eine
Das war deshalb, weil Miki Dorji keinerlei Bedauern hatte in Körpersprache und Bewusstsein, dass er irgendetwas falsch gemacht oder zu verstecken, zu bedauern habe, was verdächtig wirkt. Als ob man da, wo man einen Fehler hat, versucht hat, das zu verstecken und damit vorsichtig umzugehen. Er hatte keinerlei solche Vorbehalte und Vorsichten und so wie es heißt, die Buddhas haben nichts zu verstecken. Und so ist mit der Deutsche vielen vorgekommen, die ihn trafen. Das scheint wie eine besondere Eigenschaft von Mitteldeutsche zu sein, dass er nichts, was auch immer, zu verstecken hatte. Nichts, worüber er sich Sorgen machen musste, nichts, was Verdacht erregen könnte. Nichts, wo er misstrauisch wäre, hätte sein müssen. Es war alles offensichtlich, einfach so für jeden sichtbar. Und er sagte doch manchmal auch direkt, einfach so, dies ist der Fehler und das ist zu tun. Er hat den Fehler als Fehler direkt klar benannt. Und an dieser Stelle musst du das und das tun, um daraus eine Qualität zu machen. Und er hat sie dazu ermutigt. Ohne dass das Angriff zu verstehen sei. Er war in der Lage, direkt die Vorzüge zu zeigen und die Fehler hinzuweisen und die Vorzüge zu zeigen. Und da er nichts aufwies, was eher für ihn selber zu bedauernswert und zu verstecken wäre, war darin auch kein Zögern, anderer Fehler klar zu benennen. Wenn man selber Fehler hat, dann ist das sehr schwierig, auch die Fehler anderer direkt zu besprechen. Weil man dann behaupten müsse, man habe diesen Fehler nicht, obwohl man ihn hat, so wie Drukpa Kündig darüber sprach. Sagte, manche Leute haben ihm gedrängt, sagen, lehre mir ins Dharma. Was Drukpa Kündig dann sagte, war, ja, Dharma lehren ist sehr schwierig, nicht einfach. Entweder muss man keinen Fehler haben oder entweder hat man keine Fehler oder man hat Fehler und ist in der Lage, sie trotzdem zu zeigen. In jedem Fall aber muss man die Gewissheit haben, dass man die Fähigkeit besitzt, das selber sich gutartig verhalten zu können. Und dass diese bei guten Qualitäten natürlicherweise auch zunehmen können, genährt werden können. Und muss sich in einer Weise dann automatisch mit Leuten zusammentun, die auch solche guten Bedingungen, gutartiges nähren. Oder andernfalls würde man, wenn man andere lehrt, ihre schädlichen Dinge zu lassen, dann was ich als nächstes hier ansprechen möchte, ist sechste Vers hier
damit aus der unvergleichlichen Seite. Ich habe den 5. letztes Jahr gelehrt, diesmal würde ich den 6. nehmen. Was dieser 6. Vers sagt, ist, und warum ist er so miteinander hier eng verbunden? Ist zum Kommentar entnommen aus des 5. Shamma. Und darin heißt es, man soll niemals den Gemütsstörungen oder dem Üblen eine Chance geben und einen Damm der Gegenmittel bilden, dass sie nicht entstehen können. Und niemals soll man das Gute loslassen. Und das war ein Freund, der mir sehr großen Nutzen gebracht hat. Zu ihm spreche ich. So heißt der Vers hier ungefähr. Er hat niemals so heißt der Kommentar, sagt er, niemals den Gemütsverstörungen und dem Bösen einen Gedanken, einen Moment von Chance gegeben. Sondern er hat einen Damm aufgerichtet von Gegenmittel, von liebevoller Güte. Es ist so etwas wie ein Deichdamm, den man aufbaut, so sagt man im Tibetischen. So, bevor die Flut dann kommt, ist der Deich zu erbauen. Weil dann, wenn die Flut bereits da ist, kann man keinen Damm mehr aufbauen. Um die Überflutung zu vermeiden, muss man den Damm vorher gebaut haben. Und man sollte niemals das Gute loslassen, sondern allerzeit in Bescheidenheit und wohltuender Absicht sich üben, das niemals aufgeben. Das ist ein Freund guten Herzens, der mir half und der viel Nutzen zu mir gebracht hat. Um darüber in größeren Einzelheiten noch zu sprechen, hier gibt es einen Kommentar. Ist halt die Gliederung zu dieser Lebensgeschichte in dem Kommentar durch der Fest der Gelehrten von Paul Tsuklak Trengwa heißt, jede Handlung, die aus dem Beweggrund der 3 Geistesgifte heraus geschieht und begangen wird, ist in sich etwas geschlossen, Schlechtes, Bösartiges oder Unheilsames. Es ist automatisch von Grund auf nicht das Gute. So, wenn der Ärger oder Gier unsere Welt ist, von den 3 Giften uns motiviert, ist von sich aus schon unheilsam, weshalb dann auch die Handlung derart wird. Aber selbst wenn diese Gier, Hass oder Täuschung nicht offensichtlich sichtbar wird, dann wird man, wenn man zum Beispiel etwas begeht unter dem Wunsch, dass es nur für dieses Lebensnutzen sei, dann ist es kein echtes Dharma. Dann ist es sozusagen ein Dharma vortäuscht, ein Pseudo-Dharma. Wenn es nicht für diesen Nutzen, für zukünftige Leben, sondern für diesen ist, dann ist es nicht im echten Sinne Dharma überhaupt, was man keine befreiende Information, die man zu üben in der Lage wäre. Und wenn man hier nur dafür handelt, den Frieden oder Stille für sich selber zu erlangen, wenn man aus solchem Wunsch heraus eine Handlung begeht, dann kann das niemals die Ursache dafür werden, das großartige Nirvana zu erreichen, sondern
Die Handlungen, die dazu beitragen, das Ziel von Arhat oder Pradeka zu erreichen, können nicht dazu führen, das Ziel vollkommenen Buddha-Erwachens zu erreichen. Und das ist alles enthalten. Das heißt, er hat niemals den üblen Gedanken eine Chance gegeben. Dann heißt das im Kern, dass er diese falschen Absichten niemals hat einen Raum gegeben in seinem Herzen. Entweder durch die 3 Geistesgifte oder in diesem Leben bloß zu klammern oder von geringerer wertigem Absicht zu sein, wie es nur für persönlichem Frieden und Wohlergehen dient. Und ja, so sagt, selbst solche Art von falscher Absicht hat er nicht für einen Augenblick in sich stehen lassen, so wie ein Bodhisattva, der vor dem Buddha-Erwachen steht, dass dann dort für ihn die verschiedenen Geistesgifte erstehen, wie als die Boten des Mara oder so, wie man bezeichnet, als Versuchung. Und es ist sehr möglich, dass falsche Gedanken auftauchen können, aber selbst wenn sie auftauchen, dann muss man sie zurückweisen können und sich davon entfernen, seinen Abstand schaffen dazu mit einem Gegenmittel. Das heißt, wenn ein Moment, wo solche Geistesgifte erreichen, muss man sie sofort erkennen und abwenden können. Deswegen braucht man diesen Damm, der vor der Flut gebaut ist. Der Deich muss vor der Flut errichtet sein. Kurz gesagt, hatte Michidoji keinerlei solche falschen Absichten und Geistesgifte. Aber selbst wenn da so etwas gewesen wäre, dann hat er schon den Deich gebaut, dass sie abgewendet werden können. Und hat niemals den guten Weg verlassen und abgelegt. Hat niemals den Weg der 3 Arten von guten Vorsätzen niemals verlassen. Wie einen guten Freund, der einem große Hilfe erweist. Lass uns über den Buddha sprechen. Auf der einen Seite des Buddha er ist eine Person, die ihn mit Sandelholz in Öl einreibt, und der anderen Seite stellen wir uns vor, ist eine andere Person, die ihn schlägt. Für einen Buddha gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Das sind keinerlei Zuneigung oder Abneigung in Bezug auf die eine oder andere Erscheinungsgestalt. Für uns hingegen können wir dieses Beispiel nicht mal benutzen, wenn der eine uns massiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite jemand so mit einer Hacke attackiert. Dann würden wir ärgerlich werden. Und wenn jemand uns auf der anderen Seite preist, und dann werden wir darüber erfreut sein. Schon, dann jemand mit Worten uns auf der einen Seite attackiert, dann sind wir sofort ärgerlich, und wenn jemand uns mit guten Worten preist, dann sind wir in der Weise sehr positiv beeindruckt und erfreut. Wie wollten wir dann das Beispiel nehmen, dass wenn jemand körperlich von der einen Seite wohltut, mit einreibt und dann von der anderen Seite schlägt, das wäre sehr. Und Buddhas in dieser Weise sind völlig frei davon. Sie sehen keinen Unterschied in dem einen oder anderen, sind von Zuneigung und Abneigung frei. Ob jemand ihnen zu Schaden versucht oder ihnen versucht zu nützen, würden sie niemals etwas tun, den einen oder anderen zu verletzen oder schaden. Sie haben sich immer nur gewidmet dem Guten, und es gab niemals einen Moment, wo sie einfach nur der neutral gewesen wäre, immerzu eingebunden in den Weg, Gutes zu begehen, alle 10 Arten von guten, heilsamen Dharma-Handlungen anzuwenden.
Das ist die Bedeutung dieses 6. Verses aus der Lebens- und Befreiungsgeschichte, die da heißt, die Unvergleichliche. Und es ist, glaube ich, jetzt ein guter Moment, hier eine Pause einzunehmen. Nach der Pause treffen wir uns wieder hier. Okay. Kommen wir unter den 6 verschiedenen Arten ans Ziel gelangt zu sein, zu dem dritten, nämlich in Dulden sich zu üben. Was der Grundtext hier dazu sagt, das Buddha-Wort als Antrieb und auch Frucht ist leicht zu leben erst und später dann von tiefem Sinn, weil diese zu erfüllen ist kein Quell für irgendeinen Schaden, habe ich Tathagata-Botschaft da selbst mit Geduld geübt. Auch dies scheint mir als meine gute Tat. Das ist der 24. aus den 33 guten Taten-Versen. Und aus dem Kommentar, der da heißt, wie man sich schult im Einklang mit dieser Lebens- und Befreiungsgeschichte, heißt es dazu, ganz allgemein sind Bodhisattvas und Bodhisattvas darauf gerichtet, anderen zu helfen. Und wie viel auch immer sie anderen geholfen haben, werden sie sich niemals deswegen preisen oder eine Erwartung haben, dass andere sie deshalb besonders schätzen. Kein Wunsch für sich selbst, der daraus dann entsteht. Und der Grund, warum sie so frei sind von solchen Erwartungen und Gefühlen, weil alle Lebewesen grundlegend verwirrt sind. Sie sind völlig berauscht durch ihre Geistesstörung und nicht in der Lage, was sie selber tun und wie es repariert und behandelt werden kann. Und sie mögen uns vielleicht preisen oder uns kritisieren. Und ungezählte Weisen gibt es, wie solche Lebewesen sich auch selber dann noch schaden. In solchen Weise sind sie seit Zeit ohne Anbeginn darin, sich selber Schaden anzutun. Und je mehr solche Lebewesen also Schaden tun, für sich selbst von Schaden sind, so größer ist das Mitgefühl der Bodhisattvas im Wunsch, ihnen darin eine Hilfe zu sein, was ihnen Gutes zu tun, was immer sie auch angestellt haben, diese Lebewesen. Es ist der Wunsch der Bodhisattvas, ihnen in aller Tiefe hilfreich zu sein. Bodhisattvas verstehen, dass Lebewesen von Zeit ohne Anbeginn sich immer in schlechtem, ungeschicktem Tun geübt haben. Und aus diesem Grund haben sie niemals die kleinste bisschen an dauerhafter Freude für sich erlangt. Und größer wird ihr Mitgefühl dann zu allen Lebewesen. Und es gibt keine Gelegenheit dafür, dass sie sich über Lebewesen würden ärgern, weil sie dann die Grundnatur davon, wie alle Dinge sind, verstanden haben. Und je bösartiger oder schädlicher Lebewesen sich verhalten, desto größer ist es Anlass für Mitgefühl und reine Absicht der Bodhisattvas. So heißt es in dieser Anleitung, wie nach dem Befreiungsgeschichte hier zu leben sei. Und in dem Kommentar von Sanjay Paltrow, der die Bedeutung der guten Taten
Lebensgeschichte erläutert, wie ich das bereits gesagt habe. Seit Zeit ohne festen Anbeginn sind Lebewesen unter dem Einfluss, völlig unter dem Banne ihrer eigenen Gemütsverstörungen und deshalb begehen sie die ungeschicktesten Handlungen und in einem Zeitalter, wo alle solche 5 Arten von Verfall hier sichtbar sind, aber auch von Anbeginn aller Zeit, von der Zeit ohne festen Anbeginn, sind sie angefüllt mit Gemütsverstörungen, die jetzt zu diesem Zeitalter noch gerade stärker sichtbar sind, was immer sie auch tun und lassen mögen. Werden sie in ihrer Weise immer das Falsche tun, das Falsche lassen. Was sie eigentlich wollen, ist die Freude in Samsara zu erlangen, aber sie nennen es dann die Lehre des Buddha zu verbreiten und haben das Missverständnis, dass sie dieses Wohlsein in der Welt zu mehren, die Lehre des Buddha zu verbreiten sei. Und sie verwechseln also das Wohlgefühl in diesem Welterleben mit der Lehre des Buddha und verwickeln sich in allerlei zahllose Schwierigkeiten dadurch. Und was Leute über sie sagen, heißt, oh, das ist ein großer Lehrer, der hat so viel Geduld. Und macht so viele Schwierigkeiten, nimmt dieser und jener für die Lehre des Buddha auf sich. So preisen Leute. Doch mit die Leute sagt, was er sagt, heißt, er sagte oft, wie viel auch immer an weltlichem Tun du begehst, am Anfang ist es schwierig zu erreichen, es ist schwierig zu erfüllen. Und später denkt man vielleicht, man hat etwas erreicht, aber dann gibt es nicht viele an gutem Ergebnis. Und was an Ergebnis entsteht, ist eigentlich belanglos und ist ausschließlich letztlich von der Natur von Last und Bürde zu sein. So hat er oft darüber gesprochen. Und die Art und Weise, wie er darüber sprach, er sah, dass das, was die als die Freude in dieser Welt im Erleben betrachten, eigentlich von Grundnatur Belastung ist. Er hat niemals daran gedacht, dass dieses, was sie da erreichen wollen, besonders gut oder es wert sei, dafür nachzustreben. Er hat die große Gewissheit, dass das Buddha-Lehre hingegen das Gegenteil davon, nämlich gut am Anfang, gut in der Mitte und gut am Ende sei. Und er war sehr geduldig darin, andere zu lehren, bis hin dazu, selbst sein eigenes Leben dafür zu geben, für das Erreichen von befreienden Informationen für andere. Zum Beispiel darin, dass er sich geduldig üben konnte in den Geheimen des Guten, nämlich dem Freisein von Gier, hatte er keinerlei Anklammern an dem Sinnesfreuden. Dadurch, dass er sich geduldig in der Grundlage des Guten, nämlich ohne Abneigung zu sein, übte, war er halt in der Lage, das Leid der anderen als auf sich zu nehmen und das aufzuzehren, und immer darin geduldig war, dies Keim des Guten, nämlich das Freisein von Illusion, von Täuschung zu üben, war in der Lage, unterscheiden zu können, was der Pfad in höhere Welten und dies wahrhaft Wohlgeratene, das Buddha-Erwachen war. Er konnte unterscheiden, was ist ein guter und was ein nicht so guter Weg. Er war in der Lage zu unterscheiden, was ist wirklich so und was ist so eigentlich nicht. Er hatte den Nektar der Buddha-Lehre geschmeckt und
erfüllt von überwältigtem Vertrauen in des Buddhas Lehre. Aus diesem Grunde hat er jede Art von nicht auf befreiende Information gerichtete Handlung abgelegt. So wie einen schmutzigen Dreck hat er es beiseite gelassen, so dass und es, so wie es heißt, da war niemals in dem des Buddha-Handeln war niemals ein Tun, das nicht auf befreiende Informationen gerichtet war. Niemals hat ihn jemand so gesehen. Er war sehr umsichtig und vorsichtig darin, im Dharma niemals fehlzugehen und es zu vermischen gar mit dem, was nicht dem Dharma gemäße war. Und viele in seiner wohlmeinenden Umgebung haben gesagt, seine Heiligkeit hier weiß nicht, wie man Feinde abweist oder Freunde schützt. Er hat keine Ahnung davon, wie man Wohlstand vermehrt oder eine Gefolgschaft sammelt. Wir sagen ihm, du bist nicht in der Lage, du weißt nicht, wie man Freunde findet oder Feinde bezwingt, du weißt nicht, wie man sich um Wohlstand kümmert oder Volkschaft vermehrt. Er hat keinen Gedanken daran. Er denkt nicht an jene, die ihm dienen. Dankt ihnen nicht. Und er hat auch keine Ahnung davon, wie man schlechtes Handeln ausmerzt. Und er hat keine Ahnung, wie man darauf antwortet, auf das schlechte Handeln anderer und es entsprechend zu beantworten. Es scheint, dass du überhaupt keine Idee darüber hast, was in der Zukunft geschieht und keinerlei, bist nicht nachtragend über alles, was in der Vergangenheit geschehen ist. Du weißt nicht, wer gut und schlecht ist. Nichts von dem scheint in deinem Gemüt zu sein. Dein Gemüt ist einfach, bist einfach frei von allem. Du hältst nichts in deinem Gemüt. Und es kommt einem vor, als sei es völlig leer. Als ob da nichts wäre. So, im Gegensatz dazu, wenn man jemand dankbar ist, das erinnert, und du scheinst auch keinen Plan für die Zukunft zu haben. Und gibt es einige Leute, die versuchten mit Geschenken einen Respekt zu zeigen. Da gibt es Leute von anderen Schulen oder Richtungen, die Leute eigentlich nicht mögen. Oder wir sagen vielleicht einfach die anderen Gruppen, die sagen, man kann sich auf Vijaydosha nicht verlassen, weder auf Dharma im Sinne von Dharma oder von weltlichem Tun. Nichts an ihm ist da, wo man drauf sich verlassen kann. Viele haben ihn deswegen also kritisiert. Es gab
Sie haben in alledem, was sie ihm da vortrugen oder ihn anschuldigten, war Midji-Dorje darüber niemals betrübt. Es ist so, als wenn jemand zum Beispiel sehr durstig ist und man gibt dieser Person Wasser, dann freut sich diese Person. Und für Midji-Dorje war es so, wenn jemand ihn kritisierte, dann war es genau das, was er eigentlich wollte. Midji-Dorje sagte einmal, seine eigenen Worte sind, wenn deine Feinde sich freuen und deine Freunde weinen, und dann ist man aus der Reihe derer ausgeschlossen, die nur um dieses weltliche Leben sich kümmern. Das ist das Zeichen eines großartigen Wesens, eines großartigen Wesen. Das ist wie das Aufgehen der Sonne, die in Dharma-Belehrung ist. Wenn es aufkommt, es ist ein bisschen, wenn es untergeht, die Sonne, dann ist es wie eine Dämmerung. Und das ist das Zeichen, dass man jetzt hier im Sinne des Dharma allen Wesen helfen muss. Und ich glaube, er war wirklich sehr erfreut darüber, wenn Leute ihn solche Art kritisierten. Wenn sie sagen, man kann sich weder im Dharma noch weltlich auf ihn verlassen. Dann, wenn man so ist, dass die Feinde sich freuen und die Freunde weinen, dann ist man aus dem Rängen derer, die bloß an weltliches Ansinnen haben, ausgeschlossen. Wenn man daran denkt, wie er sich geübt hat. Und die Rede von den Maras, das sind jetzt nicht irgendwelche bösen Geister, die draußen stehen und dunkle Gesichter haben. Manchmal erscheinen Maras, also Hindernisse, als Freunde, manchmal als Feinde, verkleiden sie sich als Freunde. Ob das so ist oder nicht, wie sie auch immer erscheinen, können sie ein Hindernis für unser eigenes Üben hervorrufen, in der Gestalt von Feinden wie auch in der Gestalt von Freunden. Und können uns daran hindern, eine Erschwernis für unsere Üben des Dharma in diesem und anderen Leben hervorrufen. Und vieles von dem, was sowohl als Feind wie Freund erscheinen kann, könnte eine Ausstrahlung solches Hinderung sein, Maras. Aber er hat niemals von der befreienden Information des Dharma gelassen. Und dieses Beispiel ist außerordentlich erstaunlich, weil meisten von uns, wenn wir einige Schwierigkeiten in diesem Leben erleben, dann sagen wir, oh, ich kriege überhaupt nichts hin, das ist alles viel zu schwierig. Wenn man dann aufgibt, dann haben die Übel, nämlich die Maras, gewonnen, weil sie genau dann uns zum Aufgeben gebracht haben. Weil das war ihr Plan, uns zum Aufgeben zu bringen. Und dann haben wir verloren und die Maras haben gewonnen. Wenn aber egal, wie viel Leid und Schwierigkeiten da ist, wenn wir niemals aufgeben für das Wohl der anderen, dann sieht es von außen so aus, als ob man viele Schwierigkeiten durchlebte. Aber tatsächlich haben wir die Maras besiegt. Diese Art von Beispiel, von Geduld, von Dulden können, das Erdulden, dass man nichts auf immer auch für schädlich für sich selber hält, bedeutet, Dharma in das eigene Erleben zu integrieren. Dann sprechen wir über das Streben, über Virya Paramita. Das ist die vierte aus den 6 Arten von Ziel gelangt zu sein.
Das heißt, die eigenen schwachen Absichten und Handlungen zu kennen, ist nicht ausreichend, um das große Weite der Kayas und der tiefgründigen Dharmakaya zu erreichen, um mit dem Körper und Bewusstsein hindurch, durch Zeitalter hinweg, habe ich meine Vorsätze, die Kayas des Bhagavan zu erreichen, eingehalten. Auch dies scheint mir als meine gute Tat vollbracht. Wenn man für unser eigenes oder Nutzen arbeitet oder dafür das vollkommene Buddha-Erwachen zu erlangen. Man muss in der Lage sein, jene zu akzeptieren, da gibt es keine Wahl. All das anzunehmen, was uns an Eigenschaften schädlich scheint und versuchen, das aufzuhalten. Wenn jemand uns Schaden zuzufügen scheint und wir dann diesen Schaden wieder mit anderem Schaden versuchen heimzuzahlen, dann wird unser Verhalten selber davon befleckt. Anstatt zu nützen, verbreiten wir dann selber Schaden. Eigentlich war es ihnen einen Nutzen zu bringen. Das ist die Aufgabe des Bodhisattvas. Wenn wir aber dafür dann ihnen Schaden bringen, dann ist unser Verhalten grundverkehrt geworden. Und so, wie der Buddha sagt, du solltest das Richtige, Gute tun, das andere Falsche lassen. Und so werden und in den Aktivitäten der Bodhisattvas, wie sie diese Qualitäten des Guten versuchen zu vermehren und vollkommenem Buddha-Erwachen zu erlangen. Wenn das unser Ziel ist, dann wird solches verkehrte Handeln zu einem Feind für einen selber. Das ist etwas, das verhindert für uns das eigene Weg zum vollkommenen Buddha-Erwachen. Deswegen gibt es keine Wahl, dass wir uns darauf vorbereiten, mit all diesen Hindernissen und Bürden und verschiedensten Schwierigkeiten und Anfeindungen und fertig zu werden, mit uns darauf einzustellen, dass wir solchen allen begegnen könnten. Wenn da Lebewesen Übles, Hinterlistiges oder sehr begehen oder darin sehr eifrig sich gebärden. Und es ist solches falsches Ansinnen und Handeln, dann wird das als Folge davon kein Ende geben für das schlechte Handeln. Und dann wird es auch kein Ende da geben darin, dass immer wieder solche übelwollenden Wesen erscheinen. Um ihnen also wirklich zu nützen, muss ein Bodhisattva, um dem, was da endlos erscheint, ein Ende zu setzen, muss die Aktivität und das Wirken der Bodhisattvas fähig sein, grenzenlos zu wirken, um dieses grenzenlose Handeln der Bodhisattvas leben zu können, muss man wissen, dass es zahllos, grenzenlos übelwollende Lebewesen gibt. Und große Begeisterung muss da in uns sein, all Ideen dann besonders von Hilfe und Nutzen zu sein. Auch dazu dieses Feuer, das brennende Feuer des begeisterten Strebens.
Also es ist ein Feuer, das ein ganzes Zeitalter brennen könnte, was wie alles Holz in der gesamten Welt aufzusehen in der Lage wäre. Wozu man dann, wenn man glaubt, man denkt, man könnte alles in einem bestimmten Samadhi verweilen und dort einfach dann darin für lange verweilen, um so etwas zu vollbringen, das wird nicht möglich sein. So, das braucht man diese Entschlossenheit, so grenzenlos viel all diesem begegnen zu können. Den Kommentar von Sanjay Paltrup heißt es dazu. Einige Leute missverstehen, dass es viele Wege seien, Buddha-Erwachen zu erlangen und viele, die Mantrayana üben. Was gedacht ist für solche Schüler der höchsten Fähigkeiten, Ausfassungsgeber, die in einem Leben Buddhaschaft erlangen können. Und das heißt, wer diese Leute nicht verstehen, sie missverstehen das Wort hier. Wir denken, es gibt viele verschiedene Wege und Methoden. Wir brauchen keine Schwierigkeiten auf uns zu nehmen. Wenn man dieses Geheimnis des Mantrayana erkennt, und dann können wir in kurzer Zeit ohne Schwierigkeiten vollkommen erwachen und alle den Zustand des Jenseits erreichen und glauben an dieses preisende Wort. Glauben, dass sie diesem erwachen können in dieser Hand, was in dem Fall was jenseits von Handlung ist oder nicht handeln. Und aber ein Buddha ist das ein Zustand, der genau weiß, was die Natur aller Erscheinungen kennt und in der Vielfalt, in der großen Vielfalt. Sie haben ein völlig unverstelltes Wissen und Fähigkeit, alles zu erkennen. Und aufgrund dessen sind sie in der Lage, ohne Hindernis des Lehrzyklus des Dharma in Bewegung zu setzen und können allen Lebewesen in der Weite des Raumes maßlos nützen, weil sie der Grund dafür, dass sie so ohne Hindernis lehren können, ist, weil sie das ungehinderte Wissen über alle Arten von Erscheinungen in ihrer Grundnatur und in der Menge Vielfalt haben. Deswegen können sie auch lehren und zeigen ohne Hindernis. Das ist also eine Wechselbeziehung zwischen Ursache und Wirkung. Um eine solche vollkommene Verbindung zwischen Ursache und Wirkung zu haben, braucht man einen großen Einsatz, ein begeistertes Streben. Und das große Ergebnis zu zeitigen, braucht man ein großes Streben, ein sehr, sehr großes, ausgeprägtes Streben. Nicht genug damit, dass man einfach nur ein Streben hat, sondern es braucht kontinuierlich, muss man in diesem Fluss des fortgesetzten, begeisternden Strebens sein, bis dass man vollkommenes Buddha-Erwachen erlangt. In kurz, die Zahl der Schwierigkeiten, die wir durchmessen müssen bis zum Buddha-Erwachen. Und es ist schwierig, das Allwissenheit zu erreichen. Und viele verstehen das nicht. Wenn sie über Dharma sprechen, denken sie auch, das ist ja einfach zu tun. Es ist einfach, ein solches Ergebnis hervorzurufen. Und mit gemeinen Feinde bezwingen, Freunde erreichen. Wir glauben, es gibt so viele wenn dann ein bisschen Schwierigkeiten auftauchen, dann sind sie etwas enttäuscht und möchten gern mal einige Monate oder Jahre sich ausruhen und dann in eine Klausur sich begeben und um Essen und Kleidung zu bekommen, schauen sie
dass es sehr schwierig ist. Da muss man anderen Leuten sehr zum Gefallen sein. Und ob man wirklich ihnen gefallen kann, ist schwierig. Und so haben sie dann vielleicht nicht so viel gute Kleidung und Nahrung und fühlen sich damit in Ordnung. Und wir müssen einfach Härten durchstehen, um Buddhaschaft zu erlangen. Dann gibt es wieder auch Leute, die haben am Anfang, gerade nicht am Anfang, haben sie keinen großen Wohlstand, haben auch nichts viel, das sie weggeben könnten. Sie haben eigentlich nichts aufzugeben, aber stattdessen, sie haben keine Schwierigkeit, dass sie denken, ach, das ist ja ganz einfach, dieses Klammern aufzugeben und glauben, dass sie gleich Yogis seien, die nicht Handeln üben können. Sie hatten am Anfang an nichts groß aufzugeben, hatten keine große, ich meine, dass sie keine Schwierigkeiten haben, die 3 Arten von Schulung zu durchlangen, aber da gibt es doch ein paar schwierige Punkte. Sie glauben nämlich daran, dass sie selber Yogis seien. Einige haben vielleicht nicht mal das kleinste bisschen verstanden von dem, was zu tun und zu lassen ist, aber sie haben gehört, dass die Wachheit, das gewöhnliche Bewusstsein, die gewöhnliche Aufmerksamkeit oder Wachheit sei die Essenz von aller Lehre des Buddha und werden dadurch in die Irre geführt, einfach in klarer Bewusstheit zu verweilen. Und sie denken, oh, ich habe die Grundabsicht aller Buddhas berührt und kennengelernt. Ich habe die Natur des Bewusstseins erkannt und jetzt, ich habe nichts, was ich brauche, bin frei von jeder Art von Hoffnung auf Ergebnis. Ich brauche eigentlich kein Streben mehr. Um solcher Weise führen sie große Worte im Mund und sind sehr eindrucksvoll in ihrer Rede und blähen sich damit auf. Aber Mikkyö Dorje hat es sehr verschieden in der Art und Weise, wie er das Streben übte. Das war nichts, wo man sagen könnte, er hat jetzt ein Streben oder ein Streben gehabt oder vorgegeben. Mikkyö Dorje wusste, um Buddha sein zu erreichen. Das heißt es nicht aus, dass man nur von ein bisschen strebt oder ein bisschen frei ist von Begehren oder dergleichen. Man kann es nicht in kurzer Zeit erreichen. Um Buddha sein zu erreichen, braucht man die maßlose, große Ursache und Antrieb, so wie es im Prajna Paramita heißt. Man kann das nicht teilweise nur, ein bisschen nur haben. Wenn es darum geht, alle Lebewesen in den Zustand von Buddhaschaft zu versetzen, wenn das unser Herzenswunsch und Begehren ist, von überwältigender Liebe und Zuneigung zu allen Lebewesen getrieben, nicht nur für ein paar Tage oder ein paar Monate oder Wochen, sondern dass man bis hin das Buddha-Sein in seinem Wesen erreicht ist, muss da Begeisterung und Streben und ein großes Interesse daran zunehmen und eine Art von Begeisterung, die niemals enttäuscht werden kann. So wie der Buddha, die selber, um diesen Zustand zu erlangen, eine große Menge von Gutartigkeit und Weisheit erreicht hat, gesammelt hat. Die Bedingungen dafür sind Vertrauen und Seelenhinwendung und das Gute des Nicht-Begehrens, des Nicht-Hassens und so weiter. Und ohne, dass man diese grundlegenden Arten von Guten überhaupt übt, ist gar kein Weg dahin, wo man das vermehren könnte. Darin, wo man sehr
sehr voller Streben sein sollte, von Begeisterung getrieben. Muss es so sein, dass man darin niemals enttäuscht werden, dass die eigene Begeisterung niemals verloren geht. Solche Art muss man sein können. Wir sprechen über die Methoden, wie man vollkommenes Buddha-Sein erreichen kann. Wie lange braucht man denn wohl dazu, um ein solches Ziel zu erreichen? Wie lange muss man ein solches Streben denn haben? Wie viel an solchem Einsatz muss man bringen? Wenn man darüber spricht, in Beziehung mit dem Weg des verborgenen Mantra, dann sind die mit der geringeren Auffassungsfähigkeit, heißt es in 60 Lebzeiten, wenn sie die Vorsätze des Mantrayana nicht brechen. Und wenn man aber hinter Mantrayana übt und das als Grundlage nimmt und da in 60 Lebenszeiten das Ergebnis erlangen kann, mit der geringsten Auffassungsgabe ausgestattet und dafür über 60 Lebzeiten hinweg sich anzustrengen bereit ist. Und die mit der größeren Fähigkeit können es in 16 Lebenszeiten erlangen. Und wenn man noch größere Auffassungsvergabe hat, dann wäre es möglich, in einer Lebenszeit der Buddhaschaft zu erlangen. So heißt es in dem verborgenen Mantra. In der Pragya, Paramita und im Sutra-Unterweisung heißt es, wenn Sie sagen, wie lange braucht es bis zur vollkommenen Buddha war, dann heißt es sehr, sehr schwierig. Es braucht 3 endlose Zeitalter sein es, die man durchlaufen müsse in seinem Streben. Und das heißt hier sehr, sehr, sehr schnell für die mit der höchsten Fähigkeit ausgestatteten Bodhisattvas sei das so. Das ist die kürzeste Zeit, in der man das erlangen kann, in diesen 3 endlosen, unzählbaren Zeitaltern. Und das spricht alleine über jene Bodhisattvas mit der höchsten Auffassungsgabe, die für die mit der mittleren Fähigkeit braucht es nämlich, um Buddha-Sein zu erreichen. 37 oder mehr endlose Zeitalter, die sie sich üben müssen. So viel. Und die meisten von uns müssen viel mehr Zeit noch verwenden, um eine solche große Menge an Gutherzigkeit und Weisheit zu vermangeln. Und man muss nicht glauben, dass man Buddhaschaft einfach um die Ecke nächsten Tag erreichen kann. In den Sutras heißt, die kürzeste Zeit, in der man jemals Buddha-Zeit erreichen könnte, wäre in 3 ungezählten Zeitaltern. So heißt es in dem Sutra. Im Tantra heißt es in einem Lebenszeit, aber in dem Buddha heißt die kürzeste Zeit sind 3 endlose Zeitalter. Wenn jemand mit der höchsten Fähigkeit sagt, ich möchte Buddhaschaft erlangen, auch jemand, der schon das erreicht hat, dann haben sie in früheren Lebenszeiten schon viel angesammelt heran. Sie müssen über ungezählte Zeitalter hinweg schon in früheren Lebenszeiten solche Ansammlungen vermehrt haben. Wenn jemand da wäre, der noch nie in früheren Lebenszeiten irgendetwas Gutes angesammelt hat, wenn da solche Bedingungen wären, dass jemand in früheren Lebenszeiten noch niemals etwas angesammelt hat und in diesem Leben dann plötzlich beginnt, diese Bedingungen anzusammeln und versucht in einem Leben Buddhaschaft zu erlangen, das ist außerordentlich schwierig. Man braucht die Ursachen dafür, man braucht die ursächlichen Bedingungen, den Antrieb dafür, dass überhaupt das Ergebnis erreichbar und möglich wäre. Dafür, dass alle Bedingungen zusammen sind, dass man eine solche schärfste Auffassungsgabe zu haben, selbst dafür braucht man ja die ursächlichen Bedingungen, dass man überhaupt in der Lage ist, eine solche gute Geisteskraft sein eigen zu nennen.
Und insofern, und Ihnen kurz gesagt, der Hauptpunkt ist hier, das heißt, Buddhaschaft, Buddha-Sein zu erreichen, ist nicht einfach überhaupt. Man braucht große, große Begeisterung und Streben, um diesen Zustand zu erreichen. Man braucht sehr starkes, sehr machtvolles, großes, begeistertes Streben dafür. So ist das. Deshalb in kurz, um den Zustand eines vollkommenen Buddha-Erwachens zu erlangen. Welche Art von Streben soll denn nun hier geübt werden? Wie könnte man das verstehen, um ein Beispiel dafür zu geben, um das ungefähr zu begreifen? In kurz, wenn man sich vorstellt, man hätte jetzt ja mal so viel, um alle Billionen und Milliarden von Weltsystemen anzufüllen. Und in dieser Bücherei der Dharma-Information, die so groß wäre, dass man alle Weltsysteme Billionen, Milliardenfach damit anfüllen könnte. Als ob das ganze Universum eine große Bücherei von Dharma-Texten, Schriften, Informationen wäre. Wären wir in der Lage, ausdauernd zu sein, um die Bedeutung der Worte von all diesen Texten zu verstehen, zu erkennen? Und selbst wenn man diese Begeisterung hätte, um die Ausdauer, um das alles zu tun, selbst das wäre alleine nicht genug, um damit Buddha-Sein zu erreichen. In allen den 10 Richtungen des Raumes sind da ungezählte Lebewesen. Allein in dieser Welt hier können wir nicht genau verstehen, wie viele hier sind. In unseren Welt hier, unserem Weltsystem. Und das ist, aber es ist ja nur ein Teil, diese Welt ist ja nur ein kleiner, winziger Teil, mit all diesen Lebewesen darin. Wenn man dazu alle Lebewesen überhaupt in allen Richtungen des Raumes, in 10 Richtungen, und sich bedenkt und als alle Lebewesen Freude schenken zu können und jedes Lebewesen in jeder Richtung irgendwo in den Zustand vollkommenen Buddha-Erwachen zu übersetzen, diese Art von großartigem Streben, so wird man mit der Absicht zunächst mal einigen Leuten nützen und einigen wieder nicht. Das ist sehr schwierig, allen nützen zu wollen. Und die Bodhisattvas werden danach streben, Lebewesen zu nützen, wo immer sie auch sind. Sie möchten seine Begeisterung, die sie erfasst, dass sie Begeisterung daran haben, allen Lebewesen, wo immer sie auch seien, in dieser Weise vollkommen von Nutzen sein zu können. Das ist einfach gesagt, so etwas, einfach sowas im Munde zu führen. Aber um die wirkliche Begeisterung zu haben, ist außerordentlich schwierig. Und selbst das alleine, selbst wäre noch nicht genug. Man braucht eine solche Begeisterung alleine wäre noch nicht genug. Der Grund, warum selbst diese Begeisterung zu haben noch nicht ausreichend ist, so wie ich bereits vorher gesagt habe, das Universum mit seinen Billiarden, Milliarden an Weltsystemen ist, wenn wir vorstellen, das wäre angefüllt mit als eine einzige große Bücherei von Texten vollgepackt und wir hätten die Begeisterung, jedes einzelne Wort darin zu lesen und verstehen, in der Bedeutung zu erfassen. Selbst diese Begeisterung dafür noch nicht ausreichend wäre, um Buddhaschaft zu erlangen. Und
Und das Wichtige ist, dass man diese Begeisterung so lange nicht fallen lässt, bis alle Lebewesen jemals vollkommene Buddha-Wachen erlangt haben, wenn wir in der Lage sind, diese großartige Begeisterung weiterzuführen und aufrechtzuerhalten bis zum Ende aller Weltsysteme und bis alle Lebewesen vollkommen erwacht sind. Das wäre nötig. Mietje Dorje hat zu jener Zeit in Tibet gab es viele philosophische Texte und Schriften in Tibet zu jener Zeit, Hunderte an Zahl. Und Mietje Dorje schien niemals irgendeine Schwierigkeit zu haben, irgendeinen Text, den man ihm gab, zu verstehen. Er hatte vielleicht Zehntausende von Schülern und die hatten ein gutes Verhalten. Nicht alle von ihnen, aber und nicht alle hatten gute Absichten vielleicht, aber wenn er sie betrachtete, schien er niemals erschöpft oder angestrengt zu sein im Angesichts all dieser vielen unterschiedlichen Wesen. Er hat niemals nachgelassen, darin anderen zu helfen. Er hatte viele Schwierigkeiten in seinem Leben, aber wie viele Tausende von Schwierigkeiten auch immer auftauchten wollten, er hat niemals seine Begeisterung fallen gelassen. Das sind Beispiele nur, die ich hier geben kann. Mietje Dorje. Wenn man darauf hinschaut, wie er in seinem begeisterten Streben war, dann kann man ein Vorbild daran sich nehmen. Man kann sich das eine Lektion sein lassen, welch großes Ausmaß an Begeisterung es gelte zu entfachen. Und das ist schon schwierig, das bloß nur zu entfachen. Und das kann man nicht in einem Augenblick erzeugen. Und selbst wenn wir es können, dann müssen wir dazu Bodhisattvas werden. Wir alle müssen Bodhisattvas werden. Lasst uns über Bodhisattvas sprechen. Nicht alle sind Helden. Helden sind gewöhnlicherweise anders als normale Wesen. Es gibt immer wenige, vielleicht 1 oder 100 oder Tausenden, den man als ein heldenhaft bezeichnen könnte. In der gleichen Weise sind Bodhisattvas, sind die eigentlichen Helden. Warum? Weil sie diesen Mut haben, den niemand anders hat. Sie haben das Mitgefühl und ihre gute Absicht, wie niemand anderes hat. Aus diesem Grund heißen sie auch die Helden des Herzensweges. Es sind nicht einfach, Bodhisattva zu werden. Und Buddhaschaft zu erlangen, ist noch viel weniger einfach. Wenn man sagt, es ist nicht schwierig, es ist nicht einfach, normalerweise würden wir als gewöhnlich leben müssen, wenn wir sagen, das ist gar nicht einfach und es ist schwierig, dann denken wir dazu, das wegzuschieben und sagen, das ist nicht möglich. Das ist die Faulheit. Das ist die größte Form von Faulheit oder Trägheit, wenn man sagt, das kann ich nicht, das ist zu schwierig. Das ist die größte Art von Faulheit. Tatsächlich können wir es erreichen. Wir sind dazu fähig. Ob man sagt, ich kann es erreichen oder ich will es erreichen, das ist eigentlich dieselbe Bedeutung. Wir alle haben nämlich das Buddha-Begabung oder Potenzial in uns. Und weil wir diese Grundfähigkeit in uns tragen, und deswegen sind alle Wesen dazu in der Lage. Und wir sind in der Lage, vollkommenes Buddha-Erwachen und Befreiheit zu erreichen. Aus diesem Grund haben wir alle die Chance dazu. Aber wenn wir die Chance wahrnehmen, das hängt davon ab, wie wir damit umgehen. Wenn wir die Chance wahrnehmen, dann werden wir es erreichen. Wenn wir die Chance nicht wahrnehmen, gibt es da nichts zu erreichen. Wenn man diese Chance ergreift und da Mühe hineinsteckt, ob das in Dharma oder in etwas anderem ist, dann kann man etwas erreichen.
zum Beispiel. Wenn die Leute denken, die hier für die Rechte der Frauen eintreten und im Besonderen die Möglichkeit, auch tatsächlich die verschiedenen Studien und den Arten von Weltsicht und Philosophie zu durchlaufen, das braucht viel Einsatz. Und wenn wir die Begeisterung haben, dann können wir das auch erreichen. Wenn wir gar von vornherein sagen, wir haben kein Streben danach, dann ist es nicht zu erreichen. Was immer also auch in dieser Welt oder im damals zu erreichen, am Anfang braucht es einen Einsatz dafür. Wir müssen uns da entschließen, das tatsächlich durchführen zu wollen. Und Buddha-Schaft zu erreichen, ist in der gleichen Art zu sehen. Und das ist der Punkt, wo wir es vielleicht für heute bewenden lassen.